Das ist Deville. Heute zum Thema Benissimo, Veffissimo, Finissimo. Heute live im Folium, der Michel Kalt und ich, der Benny Thurnherr. Und da ist er, nur noch 35 Minuten entfernt von der Sommerpause, Ihr Gastgeber, der Dominique Deville. Merci vielmals. Danke. Hallo, sehr freundlich. Merci, merci. Danke, Benny, an dieser Stelle. Guten Abend daheim, in den Fernsehsesseln und auch hier bei uns im Folium zur letzten Deville-Sendung vor der grossen Sommerpause. Schaut, es ist jetzt ein bisschen schwierig, es ist ziemlich genau vor 3 Monaten zum Staffelanfang bin ich hier an dieser Stelle gestanden. Der Krieg ist ja gerade ausgebrochen in der Ukraine. Und ich habe mir gedacht, oh, das wird extrem schwierig. Wo fängt man da mit den Jokes an? Ja? Jetzt stehe ich wieder da, wollte eigentlich am liebsten einfach ein bisschen Weff erzählen. Und dann mich mit dem Benny Thurnherr am Leuchtpult vergnügen. Und dann ist jetzt hier die Grundschule in Texas, wo in den News ist, wo 19 Kinder von einem Wahnsinnigen, von einem Verzweifelten, von einem Verwirrten, von einem Jugendlichen umgebracht worden sind. Und schon wieder stehe ich da und muss mich fragen, wo fängt man hier an bei so einer Meldung? Als satirische Sendung? Wo? Vielleicht einfach bei ihm. And that's why, as part of a comprehensive school safety plan, it's time to finally allow highly trained teachers to safely and discreetly concealed carry. Let them concealed carry. Das ist Wahnsinn, oder? Wie schnell es geht. Da schaut man mal kurz nicht hin, weil in der Ukraine teufellos ist und schon steht wieder so ein Ex-Präsident vor irgendeinem eingeschalteten Mikrofon und erzählt einfach dummes Zeug, oder? In dem Fall von der NRA, der National Rifle Association. Das ist so der härteste Befürworter für quasi unbeschränktes Waffentragen und blindes Bewaffnen von allen AmerikanerInnen. Ja? Trump hat geredet, seine geniale Überlegung. Lehrpersonen bewaffnen. So könnte sich und Kind vor Amokläufen schützen. Mega dumme Idee. Lehrpersonen eine Waffe in die Hand geben. Habt ihr schon mal erlebt, wie es gefährlich ist, wenn man einer Lehrperson schon nur einen Kopierer überlässt? Ja? Was da alles passieren kann. Glauben mir, ich weiss, von was ich rede. Ich kenne eine Lehrperson, die versucht hat, einen Beamer anzuschließen von der Klasse und es fertig gebracht hat, das ganze Klassenzimmer auszuräuchern. Ja? Und sowieso kann ich euch sagen, in so einem Lehrerpult ist auch gar kein Platz für eine Waffe. Ja? Dort ist ja schon Schnaps und Zigaretten versteckt. Da geht nicht. Aber im Ernst, zu dem Vorschlag. Man muss ja bedenken, im Fall von Texas hat es ein schwer bewaffnetes Überfallkommando aus rund 20 Polizistinnen nicht geschafft, den Täter rechtzeitig zu stoppen. Aber zum Glück haben wir ja bald den Herr Heberli. Ja? Er ist Geografielehrer und Birkenstockträger aus Überzeugung. Er hat den ganzen Nachmittag Ausbildung an der Schusswaffe. Er wird den Killer sicher ausschalten. Was für ein Unsinn, was für eine dumme Idee. Außerdem haben ja unzählige Studien haben ja gezeigt, geladene Waffen haben nichts in einem Schulzimmer zu suchen und verladene Ex-Präsidenten am gescheitsten auch nichts vor einem eingeschalteten Mikrofon. Meine Meinung, Entschuldigung, an dieser Stelle. Aber schauen wir doch einmal, was Politiker und Politikerinnen bei uns in Davos so in die Mikrofone geschwätzt haben. Dort hat nämlich das WEF stattgefunden. Das erste Mal wieder seit der Pandemie. Gestartet ist der Anlass mit einem ganz kurzen Schockmoment, wo man gemeint hat, die Affenpocken seien in Davos ausgebrochen. Ja? Man hat genau reingeschaut und gesehen, nein, es sind nur schlecht gelaunete Politiker. Ja, nach der überstandenen Corona-Krise hat man sich in Davos eigentlich das Jahr jetzt mal wieder richtig auf Champagner, Kaviar, ausschweifende Partys und tagsüber ein bisschen Networken gefreut. Und dann das. Was für eine Welt leben wir? Atomares Säbelrasseln, der Welthunger ist noch nicht besiegt. Und irgendwo in einem dunklen Keller über Benissimo Friends neue Sketche. Es sind schlimme Zeiten. Und überhaupt ist alles ganz anders, wie der WEF-Direktor erklärt hat. Wir sind im Moment wirklich in einer Phase der Deglobalisierung. Ja, Deglobalisierung ist jetzt im Trend. Abkopplung vom Weltgeschehen. Abkopplung von der Welt. Kein Wunder, findet das WEF in der Schweiz statt. Perfekter Ort dafür, oder? Einziger Lichtblick für die politische Elite Greta ist dieses Jahr nicht vorbeigekommen, um die Hausaufgaben in Sachen Klima zu kontrollieren. Dabei kann man ja zumindest wirklich dieses Jahr sagen, das WEF war noch nie so grün gewesen. Ja, der politische Handelsbasar hat nämlich zum ersten Mal im Sommer stattgefunden. Und doch, die sommerlichen Temperaturen haben doch wieder die Laune bei den Teilnehmenden ein bisschen angehoben. This kind of like shirt that it's about like hummingbirds and life and stuff was not common back then.
Wer ist das? Mal zuerst mal, aber ist ja gleich. Das ist WEF im Sommer. Das ist WEF im Sommer. Kolibris, Life and Stuff. Ja? Nicht wie sonst Kokain, Fights und Suff. Bravo, immerhin. Das ist auch sicher an den abwesenden Russen gelegen. Könnte ich mir vorstellen, dass es aber nicht so war. Die sind nämlich vom WEF in Davos ausgeladen worden. Und sind wahrscheinlich einfach auf St. Moritz saufen, wie jedes Jahr, könnte ich mir vorstellen. Aber sind wir mal ehrlich, ohne Russen lässt es sich doch auch viel besser verhandeln und Pläne schmieden. Vor allem Pläne gegen die Russen. Die Schweiz und Deutschland zum Beispiel haben sich in Sachen Gasimport endlich mal in Davos zusammengefunden. Ich würde sagen, es ist von Freundschaft geprägt gewesen, auch von gegenseitigem Verständnis. Ja, herzig, oder? Toll, aber dass der Habeck und Sommaruga gerade im Hochzeitsoutfit vor der Kamera stehen, finde ich ein bisschen zu viel Symbolik. Ja? Aber die verliebten Blick täuschen. Vizekanzler Habeck hat deutliche Worte in Davos an die Schweiz in Sachen Neutralität und verweigerte Waffenhilfe im Fall der Ukraine gerichtet. Die Schweiz wird mit ihrem veralteten Blick von Neutralität, so hat er gesagt, nicht mehr zwischen Angreifer und Angegriffen unterscheiden. Sehr harte Worte. Ja, der Bundesrat Gassis hat das in seiner Eröffnungsrede sehr kreativ werden. Diese kooperative Neutralität entspricht der Schweiz. Ja, ganz neues Wort. Die kooperative Neutralität. Was kommt als nächstes? Bewaffneter Pazifismus, fossiler Klimaschutz, anarchistische Sozialpolitik. Ich weiss nicht. Kooperative Neutralität. Das ist wohl die schönste neue Wortkreation neben Alternative Facts, ja? Und dem von der Schweiz erfundene Crêpe-Früh, oder? Würde ich mal behaupten. Schau mal, was hat der Gassis noch verzapft? Der staatspolitische Zwilling unserer Neutralität war und ist denn auch die Solidarität. Ja. Doch, das berühmteste Schweizer Zwillingspaar neben Moitié, ganz klar. Das ist die Schweizer Neutralität und Solidarität. Neutralität und Solidarität. Hey, schau mal, das Bild vom Zwilling. Aber ja, gerade in Bezug auf die viel besungene Neutralität hat man dann natürlich mit Spannung das Treffen abgewartet, das Treffen zwischen Viola Amherd und NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Ja? Mit welchem Ziel ist man dort in Antrag, Frau Bundesrätin? Ich erwarte ein interessantes, spannendes Gespräch, das uns in unseren weiteren Arbeiten, die wir jetzt machen, betreffend engere Zusammenarbeit, auch bereits irgendwelche Pisten geben können. Hä? Was redet denn Sie von Pisten? Ich weiß es nicht ganz genau. Also bei diesem Verhandlungstempo müsste man eigentlich von einer gemütlichen Langlaufloipen irgendwie reden. Aber macht auch nicht wirklich Sinn, Loipen. Ich glaube, da ist einfach jemand mit dem Kopf schon wieder im Après-Ski gesehen. Habe ich Spezialisten. Dann natürlich der Stargast ist der ukrainische Präsident Zelensky gewesen. Er ist persönlich auch noch zur Sprache gekommen, hat sich zugeschaltet aus Kiew und er hat deutliche Worte an die Anwesenden gerichtet. Es braucht ein Ölembargo und es sollte ab sofort gar keinen Handel mehr geben mit Russland. Ganz klare Worte, ja. Keinerlei Handel mit Russland, maximale Sanktionen. Was haben da echt unsere Politiker im Publikum gedacht? Der Gassis ist so koordinative Neutralität. Nein, was jetzt heißen? Kommunikative Neutralität. Nein. Uli Maurer war auch dort gesehen. Er hat so gedacht, gutes T-Shirt. Ob Zelensky seine Forderungen erfüllt werden, ist nicht so klar. Immerhin, schaut, hat er sehr viel kooperative Neutralität bekommen. Es folgen minutenlange Standing Ovations für Zelensky. Wow, das hilft, oder? Das hilft. Ja. Hat mich irgendwie ein bisschen an das erinnert. Großen Applaus. Much love. Ja. Wir wissen seit 2 Jahren. Applaus. Seit 2 Jahren wissen wir, Applaus ist einfach die beste und sympathischste Art, um zu sagen, hey, wirklich, du hast recht, aber leck mir doch am Arsch. Ja. Nennt man seit Davos, nennt man das Vefangulo-Applaus. Am letzten Donnerstag dann ist der letzte Super Puma mit Politfüllung in Davos wieder abgehoben. Zeit für eine Schlussbilanz in den Medien. Die Basler Zeitung hat den Titel, schaut, das WEF steht am Scheideweg. Der Blick hat titelt «Tiefe Sorgenfalten, fehlende Instrumente und etwas Optimismus».
Die Welt hingegen hat Folgendes festgestellt: So hässlich ist Davos. Auch der Tagi hat festgehalten, Davos sei optisch missraten. Das ist so das Fazit. Haben wir denn mal ein Bild von Davos? Sag mal. Ja, das ist hässlich. Als hat Gott besoffen Tetris gespielt. So sieht es auch ein bisschen aus. Aber das ist wirklich Davos. Das ist wirklich hässlich. Auch ohne Politiker. Sehr hässlich. Aber klar, jetzt ganz ohne Schnee sieht man halt einfach alles. Im nächsten Fall bitte das WEF wieder im Winter. Hey, so ist super, oder? Schau mal. So schön. Und schau mal, wer dort vorne steht. Zoomt mal rein. Jetzt wird mir wirklich warm ums Herzchen, ja. Du, dann hat es noch eine schöne Side-Story gegeben im WEF. Schau mal, was wir hier lesen können. Der Schweizer Botschafter hat anscheinend für den US-Gesandten und Ex-Präsidentschaftskandidaten John Kerry Sugus suchen, weil der Kerry Sugus so gern hat. Der hat mal irgendwo in der Schweiz Zeit verbracht, anscheinend. Und das Problem war wirklich, am ganzen WEF haben sie keinen Sugus gefunden. Das ist mal typisch, wenn der Welthunger bekämpfen, aber nicht einmal Sugus auftreiben. Wie soll das funktionieren? Man hat Kerry versucht, eben schnell Benissimo-Kugeln anzudrehen, ja? Aber das hat er gemerkt, weil Sugus kleben nicht so fest zwischen den Zähnen. Ja? Es hat ja da noch ein Happy End in Davos, also jetzt nicht unbedingt für das Klima, den Frieden oder den Welthunger, aber für den John Kerry. Er hat zwar keinen Sugus bekommen, dafür ein Gassis. Ja, verstehen? Aber das ist vielleicht auch besser so. Amerikaner und Schweizer Tröpfchen vertragen sich nämlich anscheinend nicht immer so gut. Schau mal, da hat wirklich eine Amerikanerin hat Ricola auf $5 Millionen verklagt in der letzten Woche. Und wahrscheinlich wegen Schadenersatz, könnte ich mir vorstellen. Oder? Die haben alle schon mal versucht, das Ricola zu zerbeissen und wissen, wie das ausgehen kann. Also für das gehört Ricola definitiv vor Gericht. Vor das Tribunal für Zahnschäden. Ja? Dental-Haag-Tribunal. Ja? Mit der Richterin Carla Del Plombe. Können Sie dort gehört es hin vor Gericht, Ricola Tröpfchen zusammen mit Toblerone, Willi Sauerringli und ganz mühsam zum Beißen Basler Leckerli. Jesus. Nein, jetzt mal, wie es wirklich ist, sorry. Die amerikanische Kundin hat Ricola wegen Täuschung verklagt. Ja? Ricola wecke die Erwartung, ein Heilmittel zu sein, was es ja nicht ist. Also Ricola sagt eigentlich nur Globuli und nicht Ricola. Ich bin total erstaunt. Ricola kein Heilmittel. Ist nicht wahr. He? Was müssen wir als nächstes herausfinden? Die Schweizer Milch kommt gar nicht vom Charlie. Eventuell. Aber es ist schon recht. Ich könnte jetzt auch einfach Ricola verklagen. Weil es heisst, es ist ein Hustentröpfchen. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich habe nie Husten bekommen nach einem Ricola. Wirklich nicht. Aber so abwägig das tönt, solche Fälle tauchen immer mehr auf. Leute klagen, weil ihre Erwartungen nicht erfüllt werden. Aber ist das okay, Ricola deswegen anzuklagen? Fragen wir noch jemanden, der rauskommt. Michel Kalt. Michel, Ricola wird in den USA verklagt, weil die Alpenkräuter, die auf der Packung abgebildet sind, nicht gegen Husten helfen. Was ist davon juristisch zu halten? Das ist völlig absurd. Jeder weiss doch, dass nur die zuckerfreie Ricola eine medizinische Wirkung haben. Als Abführmittel. Ich sage ihm darum auch Rilcolax. Da will jetzt aber eine Amerikanerin wirklich $5 Millionen wegen ihrer führenden Produkte versprechen. Das ist jetzt schon sehr viel Geld für ein falsch angeschriebenes Abführmittel, oder? Na ja, ganz Amerika ist ja eigentlich ein falsch angeschriebenes Abführmittel. Und mit 5 Millionen kaufst du dort immerhin einen Monat lang Krankenversicherung. Oder einen republikanischen Senator. Aber falls die Frau gewinnen würde, müsste sie das Geld sowieso mit anderen Ricola-KäuferInnen teilen. Es ist ja eine Sammelklage. Sammelklagen sind auch eine Art juristisches Abführmittel für Konzerne. Weil wenn du genug davon bekommst, kommt irgendwann der ganze Scheiß raus, den du produzierst. Das ist ein interessantes Konzept, Sammelklagen. Gibt es das auch in der Schweiz? Für was auch? Für kollektives Ummotzen gibt es bei uns ja Volksinitiativen oder Corona-Demos. Aber im Ernst, es gibt in der Schweiz keine Sammelklagen. Man versucht das momentan im Parlament durchzubringen, damit Kläger gegen Grossunternehmen auch eine Chance hätten. Aber das wird schwierig für uns als SchweizerInnen. Für Sammelklagen braucht es ein Mindestmaß an Solidarität. Und wenn man gewinnt, muss man auch noch das Geld teilen. Das ist schwierig für uns. Ja, aber wenn die Frau das Geld teilen muss, lohnt sich das überhaupt finanziell? Ja, absolut. Für den Anwalt.
In Amerika rechnet Anwältinnen nicht pro Stunde ab, sondern kommen einfach einen Teil vom Prozessgewinn über. Der kann natürlich auch 0 sein. In der Schweiz ist das nicht so. Schweizer Anwältinnen sind wie Parlamentarier. Du wirst auch für die dümmsten Aktionen immer noch gezahlt. Wir sagen dem auch Thomas-Eschi-Prinzip. Es ist doch so Sammelklagen, wie jetzt die gegen Ricola widersprechen, auch ein bisschen der Eigenverantwortung, oder? Man kann doch den Konsumenten ein bisschen zumuten, mitzudenken irgendwo durch. In Amerika ja eben nicht. Darum ist dort dann auch so vieles möglich. Dort übergibt man einem infantilen Milliardär mal so easy für ein paar Jahre den höchsten Posten im Land. Man gibt depressiven Teenagern ein geladenes Sturmgewehr und man kauft Senioren Peanut Butter Glacé Shakes in 2 Liter Becher und tut so, als wäre es ein herzanregender Vitamindrink. Aber wieso auch nicht? Weil wenn es schief geht, gibt es ja immerhin noch die Sammelklage. Mhm. Also hat es da eigentlich, kann man da sagen, Amerika hat es da juristisch irgendetwas voraus? Naja, statt Sammelklagen gibt es in der Schweiz immerhin den Kassensturz. Aber wir sind uns irreführende Produktversprechen sowieso gewöhnt. Wir glauben daran, dass ein brennender Schneemann das Wetter vorhersagen kann. Dass kalt duschen gesund ist, dass morgen die Sonne scheint, wenn man den Teller aufisst und dass Anturnschuhe gut sind. Wenn du in den USA öffentlich Blödsinn rauslässt, wirst du verklagt. In der Schweiz kommst du eine eigene Satiresendung über. Ja. Und wirst nachher wegen der verklagt. Danke, Michel Kalt. Ja. Merci, Michel, du hörst von meinem Anwalt. So. Dann passend zum Sommer, die Geschäftsprüfungskommission hat am Dienstag Zeugnis verteilt, und zwar am Bundesrat. Also einen Bericht abgefasst, wie gut unsere Regierung auf die Corona-Krise reagiert hat. Und ja, das 133-Seiten-Zeugnis ist nicht sehr gut ausgefallen, wie ihr euch vorstellen könnt. Bundesbern hätte vor allem den Beginn der Pandemie komplett verschlafen. Wir von Deville empfehlen als Strafe Klassenverbot den Sommer durch und nachsitzen mit einem offiziellen Nachhilfewerk für die Bundesräte. Da, zum Beispiel das hier. Und jetzt durch die Meldung habe ich eigentlich gerade Lust bekommen, Zeugnis zu verteilen. Ja, schau dir so Staffelzeugnis verteilen. Komm, machen wir jetzt gerade miteinander. Fangen wir an mit dem Klassenschlechtesten vom letzten Semester. Komm mal vor, bitte schön. Ja. So. Also, lass mich mal ganz ehrlich sagen, schon mal positiv, ja. Das Auftreten tadellos. Immerhin hast du mal oben durch etwas an und kommst an die Rössli. Das ist schon mal toll, ja. Dann aber Geografie, habe ich dir leider ein 3 bis 4 geben. Ja. Du hast ja nicht nur mit Gebietsgrenzen Mühe, sondern auch mit deinen ganz persönlichen psychischen Grenzen happert es ein bisschen, haben wir festgestellt. Musik weiss ich jetzt noch nicht. Kannst denn du ein Instrument? Sag mal. So, das ist definitiv ein Kriegsverbrechen. Ja? Also wirklich. Machen wir 2 bis 3 Musik. Wie sieht es mit Singen aus? Blueberry Hill. On Blueberry Hill. Ja, das ist nicht schlecht, ja. Aber ein bisschen Sorgen macht man deinen Freundeskreis, ganz ehrlich sagen. Weil man weiss doch, Obelix und Zaubertrank sind ähnlich schlechte Mischung wie du und Atomwaffen. Schau jetzt, das schwächste Fach sowieso ist Geschichte. Ja? Also nochmal zum Wiederholen. Nazis, das sind die schwache Länder aktiv angreifen. Nazis sind die Weltkriege angefangen haben. Ja? Und wenn du das nicht kannst im Kopf behalten kannst, gibt es einen einfachen Spickzettel an jedem Kiosk. Nazis sind die Coverboys von der Weltwoche werden. Wladimir, ja, ganz einfach zu merken an dieser Stelle. Also schau jetzt, hier gebe ich dir gerne dein Zeugnis hinein. So, lass dir von den Erziehungsberechtigten unterschreiben, also der Oligarchen. Ja, so. Und jetzt ab mit dir. Schade, habe ich kein Lineal dabei. Heute. Wirklich schade. So, dann haben wir noch mal. Komm, Ilan, komm führen. Ilan, komm führen. Für dich habe ich auch ein schönes Zeugnis. Ja. Ilan, bei dir machen wir es ganz kurz. Gell? 280 Zeichen müssen länger, denke ich. Religion muss dir ein 2 bis 3 geben. Aber es hat jetzt auch immer gesagt, Ilan, du bist nicht Gott. Versteh das endlich einmal. Ja? Geometrie auch 2 bis 3, das reicht nicht. Wir haben gesagt, du musst unbedingt den Satz des Pythagoras musst du beherrschen. Ja? Nicht das Auto des Pythagoras, das nützt überhaupt nicht. Ja? Willst du vielleicht noch irgendetwas vorzeigen, was du gut kannst? Ja, ich habe es geahnt, Ilan, du gehörst in die Steiner Schule. Ich sehe es. Ja.
Aber schön hast du den Namen von deinem Kind tanzen. Sehr schön. Ist auch nicht ganz einfach bei dem Namen. Machen wir Eurythmie, machen wir jetzt 5 bis 6. So, gut, so. Allgemeines Betragen längendes Emoji, nämlich das oben drauf. So. Und du, wir sehen uns nachher auf dem Twitter-Pausenplatz. Ab geht's mit dir. So, dann haben wir noch ein Zeugnis. Komm. Jetzt noch jemand von uns. Viola. Komm, Viola. Viola, komm. Ja, Viola. Grundsätzlich muss ich sagen, ja, immer anwesend, schon fast ein bisschen überpräsent im letzten Semester. Gell? Hast du mal schon ein bisschen den Rang abgelaufen? Machen wir Fleissnoten, machen wir doch ein bis 6 Jahre da geben. Ja? Werken, sehr gut. Tolles Armeebudget hast du zusammengezimmert. Sehr schön. Ja? Betragen, ja, da ist es halt so. Ja, auf dem Pausenplatz mischst du dich nie ein, bleibst immer schön neutral, ist gut, gell? Aber hingegen im Sozialen hapert es, weil außerhalb des Klassenzimmers tust du nicht so gerne mithelfen. Ja. Also alles in allem möchten wir ein 4 bis 5 Jahre geben, gell? Ist jetzt nicht total drauf, ist jetzt nicht top, ist einfach so, ja, ein bisschen mittelmässig, kann man sagen, durchschnittlich, ja? Aber hauptsächlich, du bleibst auf der Piste, das ist mir wichtig, ja? Oh, schau jetzt hier, Viola, aber immerhin. Hast du das Freundebuch ausgefüllt? Hallo zusammen, mein Name ist Viola Amherd, ich bin bekannt als die Jetsetterin. Mein Lieblingstier ist der Leopard 2. Das macht mir Sorgen, ja die Midlife-Crisis. Mein Lieblingsgetränk, ich hätte gedacht, der Grenadiersirup. Daran glaube ich. Ja, ich glaube natürlich an die 10 Aufgebote. Mein Lieblingsessen ist ein guter Dreigangzwiebel und obendrauf noch ein Fresspäckchen. Mein Motto: in der Ruhe liegt die Kraft. Was ich dir noch sagen wollte, eure Sendung ist höher gut, aber für uns im Wallis wäre euch wieder einmal Zeit für die Shooter. Hier noch ein Bild von mir und jetzt wünsche ich allen Grüßen und unserer Schweizer einen schönen Abend. Wer unsere kleine Nacht- und Nebelshow verfolgt, könnte auch unsere Tradition, Persönlichkeiten, die von uns in der vergangenen Staffel vermehrt aufs Dach bekommen haben, laden wir im Grossfinale in die Sendung ein, um herzlichen Versöhnungsex mit ihnen zu zelebrieren. Ja? Dieses Jahr fällt mir die Aufgabe besonders schwer, weil wir haben wirklich übel mitgespielt in den letzten paar Sendungen. Umso mehr freut es mich, dass er das eigentlich jetzt hier mit uns mitmacht. Der Schnurri von der Nation, der Quotengott vom Leutschenbach, Mr. Benissimo himself, da ist er, Benny Thurnherr! Schön bist du da, merci vielmals. Was hat dich jetzt mehr gefreut, dass du endlich wieder mal vor der Kamera stehst bei mir oder dass der FC Winterthur aufgestiegen ist? Mal ganz ehrlich. Ja, FC Winterthur ist natürlich schon nach 37 Jahren oder vor 65 Jahren bin ich das erste Mal ein Match geschaut. Ja. Und jetzt sind es immer 2 Klassen gewesen. Und das ist schon überraschend und kann man selber nicht beeinflussen, dann ist es besonders schön, weil man gar nicht recht weiss, wieso ist das überhaupt passiert. Bist du spontan an das Fest dann auch selber dabei gewesen? Ich bin einfach in die Stadt gefahren, ja. Ein paar Biertuschen kassiert, weil die Spieler sind nicht da waren. Dann haben sie einen Ersatz gesucht, dann haben sie mich genommen. Schön, also richtig mitgemacht, da saufen, Hömmli verrissen. Schützenwiese. Ja, schön. Du, unsere Regie, da ganz ehrlich, hat ja ein bisschen gezittert, wo es heisst, der Benny kommt jetzt wirklich. Sie haben ja wirklich so einen kleinen SRF Will Smith-Moment erwartet, dass du so reinkommst und mir auf den Flatter reinhaust. Hast denn du die Sendung jetzt in der nächsten oder in der letzten Folge mal ein bisschen reingeschaut? Ich habe selbstverständlich geschaut und es war hervorragend. Eine Dauerwerbesendung fürs Benissimo. Ja. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Ja. Ich führe eigentlich das Traumleben von einer Influencerin. Ja? Ich mache nichts und trotzdem wird dauernd von mir geredet. Ja. Ist gut. Und du musst deine Brüste nicht operieren. Das ist natürlich Aber komm, schauen wir mal ganz schnell rein, was wir so über dich verzapft haben in der letzten Sendung. Ja, man merkt aber langsam, seit Benissimo nicht mehr läuft, am Samstagabend haben Frau und Herr Schweizer endlich wieder Zeit für Sex. Also so richtiger Sex, nicht der biedere Benissimo Telefonsex. Guten Abend, Frau Schlegel. Guten Abend. Sind Sie froh, dass ich anrufe? Schweden haben Greta Thunberg. Was haben wir?
Benny Thurnherr. Schau mal, vor Corona zum Beispiel habe ich so ausgesehen. Ja? Nach Corona so. Ja? NATO und Benissimo haben ja total viel gemeinsam. Ja? In beidem entscheiden ja alte Männer darüber, wer als nächstes eine Kugel bekommt. Ja? Und beide haben ihre besten Zeiten während dem Kalten Krieg gehabt. Ja, Benny. Ich wollte schon sagen, ja. Ich nehme jetzt mal den Applaus für meine Autoren und Autorinnen, weil ich bin natürlich gegen jeden von diesen Gags gesehen. Das müsst ihr mir. Ich habe immer gesagt, nein, so nicht. Aber in der Satire und im Comedy liegt immer so ein Quäntchen Wahrheit. Wir haben es ja gesagt, deine grössten Zeiten sind zur Zeit des Kalten Krieges. Wieso kommst du jetzt wieder zurück? Ja, weil mich das Fernsehen gefragt hat und mir war langweilig und ich moderiere noch gern. Und dann habe ich natürlich alle Anti-Argumente, ich stehe den Jungen vor dem Licht und so weiter, man hat gescheiter eine Frau genommen. Und dann habe ich das wirklich sehr genau studiert und bin aber gleich zum Schluss gekommen, alle 10 Jahre eine Sendung, das kann eigentlich niemandem wirklich wehtun. Oh, und was sagt das über das Schweizer Fernsehen aus, dass sie Benissimo wieder ausgaben? Ja, die legen einfach Wert auf Qualität. Ja, so ist Gut, ich wollte jetzt fragen, was Deville besser machen kann, aber das lassen wir jetzt. Dann tu doch mal, mach auch noch ein bisschen Werbung. Im Herbst, oder? Alle Leute lieben Benissimo, alle Leute können Benissimo. Was wird sich ändern? Bleibt es gleich? Also es ist eigentlich wie immer, ich telefoniere mit den Leuten und am Schluss hat einer gewonnen. Ja, und zwischendrin füllen wir mit Weltstars und Zauberer und so weiter. Weltstars und Zauberer, das ist genau Schweizer Fernsehen. Ja. Kann ich fragen, jetzt wegen dem Gewinn, die 1 Million Franken, das hat es ausgemacht. Gibt es wieder 1 Million Franken? Es gibt keine Million mehr, nein, weil Swisslos macht nicht mehr mit, weil die Sendung ist ja abgesetzt worden dort mal, gemeinsam von der Swisslos und vom damaligen Unterhaltungschef vom Schweizer Fernsehen. Das tönt nach mafiösen Strukturen. Nein, irgendwann ist dann vorbei gewesen. Ich bin eigentlich froh gewesen. Es ist dann schon so gewesen, dass sie dann alles verschrottet, damit kein Comeback möglich ist. Oder? Und jetzt nach 10 Jahren ist gleich. Jetzt müssen wir wirklich das ganze Studio wieder von Grund auf aufbauen. Friends müssen wir natürlich neu casten, weil da sind hier 30, jetzt sind es 40. Das ist wie Spitzensport. Ja. Geht nicht mehr, oder? Und das Ziel ist schon, dass es möglichst ähnlich daherkommt wie vor 10 Jahren, aber nicht alt und müffelig, sondern natürlich eine Sendung von heute. Also wie wenn vor 3 Monaten die letzte Sendung gewesen wäre, jetzt kommt dann die nächste. Okay, also gleich noch Brust operieren, hast du gedacht, bevor es losgeht? Nein, bei mir lebt es weniger vom Aussehen, vom Optischen. Nein, bei mir lebt es mehr vom Akustischen. Ja, also das stimmt. Ja. Da unterscheiden wir uns komplett. So. Das ist genau das Umgekehrte. Bei mir lebt es nicht akustisch, aber vom Aussehen. Und ja, gut. Jetzt hast du die Friends schon angesprochen, die tanzen ja nicht nur, sondern die haben auch die legendären Sketche aufgeführt, oder? Bei dir dazu. Ja. Wir haben jetzt auch mal so einen Friends-Sketch aufgenommen, wo es um eine Benissimo-ähnliche Sendung geht. Schau mal hin. Grüezi und guten Abend. Mein Name ist Sven Lebon und ich begrüße Sie ganz herzlich zum grossen Schweizer Buchstabierquiz. Ich erkläre Ihnen daheim und Ihnen, Franz, ganz schnell, wie das Spiel funktioniert. Wir haben 3 grossartige Preise zur Auswahl. Wenn es Ihnen, Franz, gelingt, einen von diesen Preisen richtig zu buchstabieren, natürlich auf Schweizerdeutsch, ja, gehört Ihnen der Preis. Alles klar? Alles klar. Wunder B-A-R. Und da sind die 3 Preise. Wählen Sie zwischen der Waschmaschine, einem Rasenmäher oder der Hauptpreis Kreuzfahrt durchs Kaspische Meer in einer 5-Sterne-Suite auf dem Schiff Küchenkästchen Kreuzschiffli. Was wollen Sie buchstabieren? Was wollen Sie gewinnen? Also die Reise, die wäre schon sehr toll, aber das ist sehr viel zum Buchstabieren mit dem langen Schiffsnamen. Das ist sehr fies. Nein, ich gehe auf Nummer sicher und nehme den Rasenmäher. Den kann man immer brauchen. Stimmt, ich brauche meinen auch eigentlich jeden Tag. Sie haben irgendjemanden mitgebracht? Jawohl, das ist so. Wer ist denn das, Ihre Freundin? Nein, das ist meine Cousine 2. Grades, ihre Tochter, die Mutter von ihrer Großmutter, von der Corona-Ersatzlehrerin aus dem Schulhaus. Also Ihre Freundin? Genau, ja. Ja, fangen wir da an. Was ist der erste Buchstabe von Rasenmäher? Also ist schon mal falsch. Nein, ich habe nur überlegt, jetzt fange ich an. Also, Rasen.
R-A-S-E. Moment, nicht so schnell. Wir sind Schweizer Buchstabier. Ich nehme noch ein M. Oh, bis dahin stimmt's. I-E-S. Yes! Aber jetzt wird es schwierig. Was kommt denn jetzt? Nehmen Sie jetzt das E oder das E-H oder das E-I eventuell oder das E-Axo-Egi oder das Schafs... Ich nehme auf jeden Fall noch ein Ä. Oh, das ist richtig! Wow! Ja, ich habe Germanistik studiert, oder? Ja, ja. Also, wie geht es aber weiter? Nochmal ein E? Was, das zweite Ä? Das weiß doch ich nicht. Ja, aber das kann ja jeder schreiben, wie er will. Da gibt es keine Regeln. Was? Natürlich gibt es Regeln. Da, wir halten das streng als Tüdeli. Schweizerdeutsche Rechtschreibung. Das kenne ich gar nicht. Tja, hätten Sie jetzt Schweizeristik studieren? Ja, verrückt. Aber dann nehme ich jetzt noch den Telefonjoker. Telefonjoker, jetzt wird's dramatisch da beim großen Schweizer Buchstabierquiz. Wem läutet Sie an? Was, es läutet jemand rein an? Das haben wir jetzt auch noch nie gehabt. Hallo? Ja, grüezi. Da ist Contact Tracing, Kanton Aargau. Ich freue mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihre Quarantäne per 6. Januar offiziell vorbei ist. Wie ist es Ihnen ergangen? Es ist Frühling, ich bin schon lange draußen. Entschuldigung. Ja, wir sind eben hinten drin. Hey, aber wenn ich Sie jetzt gerade schon am Telefon habe, ich bin da eben in einer Fernsehsendung und... Telefonjasserin. Geil! Hey, du schnell raus, du Schafsäckel. Hosen runter! Eichle schieben! Die Zeit ist abgelaufen, fertig. Na toll, dann nehme ich jetzt halt den 50-50-Joker. Jetzt kommt sie auch nicht mehr drauf an. Der 50-50-Joker, der Franz geht aufs Ganze. So, 50-50 von Rasenmeier. Es bleibt... Rasen! Ja, immerhin, die Hälfte haben sie gehabt. Deswegen gewinnen sie einen kleinen Trostpreis, und zwar ein Stück Rasen zum daheim einpflanzen. Und das war es auch schon wieder vom grossen Schweizer Buchstabierquiz. Schalten Sie nächste Woche wieder ein mit mir, dem Sven Le Beau. Ja. Du hast gesehen, Benni, unser Team bewirbt sich mit dem Video offiziell als Friends-Darsteller bei dir für die nächste Benissimo-Staffel angenommen. Da will ich mich zuerst mit der Redaktion natürlich absprechen, Ja. aber ich will ein gutes Wort für dich einlegen. Sehr schön. Aber du weißt ja, Moderatoren eigentlich gar nichts sagen bei diesen Sendungen. Ja, ist schon klar. Ja. Aber das müssen wir ja den Leuten nicht Aber wenn du sagen. schon nichts sagen hast, du musst es ja gleich irgendwie trainieren. Jetzt geht es dann los. Oder? Wie trainiert man auf Benissimo? Machst du Kugelstoßen? Tust du daheim so Scherztelefon machen, irgendwelche Leute anrufen und mit denen versuchen zu reden? Nein, ich darf mich nicht zu viel Energie verbrauchen. Ich mache eigentlich gar nichts, damit ich dann am 15. Oktober fit bin, wenn es zählt. Nicht, dass dann die Luft schon draußen ist. Weil wenn ich alleine die Heime unglaublich originell und lustig bin, bringt mir das nicht viel, wenn ich nachher... Kamera läuft, gell? Also, wir haben gleich ein kleines Training für dich vorbereitet, das Spiel, das wir zusammen machen, um dich vorzubereiten auf den Sehr grossen gut. Job in dieser Samstagabendkiste. Und das Spiel, das wir werden spielen, heisst... So, herzlich willkommen hier zu Telefonissimo mit mir und Benni Thurnherr. Um was geht's? Meine Autoren und Autorinnen haben hier in der Kugel eine Persönlichkeit erfunden, die überhaupt keine Lust auf Telefon haben. Okay. Du musst dann dieser Person anrufen, ich muss einer Person anrufen und die möglichst lange an der Strippe behalten, weil die keine Lust zum Telefonieren. Spiel verstanden? Wer es Spiel länger schafft, verstanden. hat gewonnen. Dazu braucht es natürlich jemanden, der das kontrolliert. Das ist natürlich unsere TV-Juristin, jawohl, Michelle Kalt, ist immer noch da. Und wir haben extra jetzt auch hier hingebracht, wunderbar, die Original Evelyn Schmidlin aus deiner Sendung. super. Da ist sie, Evelyn! Evelyn, darf ich fragen? Bist denn du im Herbst auch dabei? Wieder? Ich hoffe es, ja. Also? Nein, sie ist sicher dabei. Sicher dabei. Sie ist ja das Herz der Sendung. Wenn man nicht mehr weiss, wie es war, dann heisst es immer, Leute, Evelyn an, die weiss es. Ja, sehr Ja, schön. sicher. Also, ohne mich wäre es schwierig, das Ja. Benissimo noch mal zu machen. Aber ohne sie wäre es absolut unmöglich. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, wenn du nicht willst, übernimmst du Benissimo, Ja, würde ich ja, sagen. doch, Ja, doch, ganz doch mal an der Zeit. Schön, also fangen wir an. Ich werde starten. Ich suche mir eine Kugel aus. Ich weiss Okay. nicht, wo welche Namen drin sind. Das haben meine Autoren und Autorinnen erfunden. Ich nehme jetzt mal grau, weil es politisch am neutralsten ist. Wir haben hier die Maria Zeitlos. Maria Zeitlos.
Okay, gibt es schon einen Hinweis drauf? Ich tue jetzt mal hier so abnehmen, ja, und tue jetzt so, als würde ich wählen. Mal schauen, wie lange ich die an der Strippe behalten kann. Zeitlos? Ja, gibt's da zeitlos. So, Stöbil, hallo, wie geht's Ihnen? Ich bringe gerade Kind ins Bett. Ja. Mit Kind können wir raus. Bleiben Sie doch ganz schnell dran. Ich hänge ab. Nein, bleiben Sie bitte dran. Frau Zeitlos. Ruhe dahin, ich höre nichts. Gottfried Stutz. Ja, was ist? Ja, bleiben Sie dran. Haben Sie Probleme mit Kind? Ich muss. Ja, nein, lassen Sie zu. Ich kann mich raus mit Kind, ja. Dann dahinter. Frau Zeitlos, vielleicht sollten Sie ein bisschen oben runterkommen, vielleicht sollten Sie einfach mal Yoga machen. Ja? Wissen Sie, machen Sie es sich doch selber, Gottfried Stutz. Frau Zeitlos. Gut, das sind knapp 2 Minuten gewesen, würde ich sagen. Also ist nicht so schlecht. Geht ein kurzes Benissimo, das ist um 8:45 schon wieder fertig. Ja. Also bitte, Benni, du. Ja, dann nehmen wir die Gel. Kannst du bitte den Evelyn geben? Jawohl. Ist alles da korrekt, Ja, Evelyn? Ui. Ja, ist alles gut bis jetzt. Also, wir haben hier den Maximilian Erdmann. Maximilian Erdmann. Erdmann, ein geerdeter Typ. Der ist easy zum Überzeugen. Das ist vielleicht ein Berner, dann noch redet er nicht so schnell, dann behalten er ein bisschen länger. Guten Abend, Herr. Guten Abend, Herr Erdmann, das ist Benissimo. Ich darf Ihnen die freundliche Meldung machen. Sie haben etwas gewonnen, Sie wissen nur noch nicht Moment, was. ist da nicht der Jauch? Kennen Sie die Regeln? Kennen Sie die Regeln von Mein Benissimo? Kollege der Martin hockt jetzt beim Günther Jauch. Ich bin der Telefonjoker. Nein. Ja, was? Sie sind der Telefonjoker? Nein, das ist die heutige Zeit. Da könnten wir uns jetzt länger darüber unterhalten. Also ist wenigstens meine Absicht. Wissen Sie was? Ich habe jahrelang Erdmännchen studiert. Wissen und wenn Sie- jetzt eine Erdmännchen-Frage kommt, dann braucht er meine Hilfe. Ich muss Nein, aber jetzt sind Sie nicht so. Also, Sie haben ja gesagt Telefonjoker, oder? Haben Sie das auch schon gehört, dass in der Schule bei den Prüfungen heisst es immer, oh, das weiss ich nicht, kann ich am Telefonjoker anrufen? Ja, eben das bin ich. Und darum- Kann ich die euch in die Leitung nehmen, wenn ihr Jauch anruft? Vielleicht kommt ja eine Sportfrage, dann wäre es noch hilfreich. Aber sonst muss ich in die Leitung schreiben. Gut, die Regie winkt ab. Benni, du hast eindeutig gewonnen. Also, Sie haben gewonnen, ja. Hast du das geschlagen? Merci vielmals. Super, Benni, du nicht. Gewonnen. Ist ja völlig klar. Danke vielmals, dass du bei uns in der Sendung bist. Danke, Michel Kalt. Vielen Dank. Evelyn, merci, dass ihr das eigentlich mitgemacht habt. Das war es auch schon wieder gesehen mit der grossen Finalsendung von der 13. Staffel. Da wir sehen uns am 18. September wieder. Benni, ich übergebe dir noch die letzten grossen paar Sekunden, dass du für deine kleine Sendung Werbung machen kannst. Sie müssen sich einfach 2 Termine merken. Erstens 18. September, das nächste Deville, und zweitens 15. Oktober, das nächste Benissimo. Mit diesen beiden Terminen kommen Sie wunderbar durch den Herbst. Gute Nacht miteinander. Gute Nacht miteinander. Das ist krass.